Grüß euch miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu der Panoramasendung. Wir berichten heute von 5 Adelbodner, die immer zusammen ins Schwingfest gehen. Und dann sind wir selber Gast bei der Stadtberner SVP zum Grillabend. In Adelboden heisst man Öster oder Josi oder Germann oder Willen. Und genau so heissen die 5 älteren Herren, die seit Jahr und Tag zusammen an jedem Schwingfest nachgehen. Und diesen Sonntag hatten sie nicht weit, weil sie wohnen in Adelboden. Und Adelboden war ja das oberländische Schwingfest. Wir schauen mit dem ältesten von diesen 5 Herren zurück, wie das früher so eine Sache war mit dem Schwingen, mit dem Österkriegel. Ja, wir sind so als Buben, haben wir etwas gekrankelt zusammen und pelzet, weil wir grosse Familien waren und schon mehrere Brüder hatten. Dann hat das schon daheim früh angefangen. Und dann hat man Freude und Gefallen davon bekommen. Und wichtig war uns einfach, ein bisschen Sport zu treiben. Und da hat es für uns eigentlich einfach das Schwingen oder das Skifahren im Vordergrund gewesen. Ja, mit dem Training haben wir das relativ locker genommen. Wir haben natürlich auch gelernt zu arbeiten daheim. Die Eltern haben Betriebe, Schreinerei oder Bauerei, wo man einfach mithelfen musste, von klein auf. Ja, hat man einfach gelernt, zu arbeiten und Pflicht erfüllen. Und das hat ihm gut getan. Manchmal hat man als Kleiner noch das Gefühl, so überschreien mehr. Aber später im Leben hat man gemerkt, das war dann nur gut und positiv für mich. Ja, in der Woche ein Mal. Während der Sommerzeit hat man nicht können, weil man ja auf dem Berg war. Oder? Und nachher, als man zur Schule raus war, hat man schon probiert, jede Woche an den Schwingkeller zu gehen. Aber wir haben das nicht so ernst genommen. Es ist mehr darum gegangen, dass Gesellige zusammen sind und nachher erst ziehen miteinander. Das war für uns fast wichtiger. Ja, als man nachher aktiv gehört hat, schwingen, ist man natürlich ein richtig Fan geworden, ist die Schwingfeste einfach besuchen. Und dann haben wir eben so eine Fangruppe ist entstanden zusammen, wo man schon vorher im Kollegenkreis hatte. Wir gehen noch heute gerne und für mich ist das jetzt vielleicht mehr als 60 Jahre, dass ich mit der Schwingerei zu tun habe. Und ich bin einfach Fan geworden und das wird mir sicher bleiben bis ans Ende. Ja, die Entwicklung ist natürlich, ja, die hätte nicht auf die Art müssen ändern, wie sie geändert hat. Das ist alles viel professioneller. Und früher war es ein bisschen lockerer und einfacher. Und jetzt, wenn man älter ist, macht dem neue Entwicklung manchmal ein Problem. Aber das ist sicher von der Zeit und das haben wir so zu akzeptieren. Ich finde es gut, wenn Nachwuchs kommt, weil es tut jedem Kind gut, einfach zuerst einmal lernen, ein bisschen zu verlieren und nachher lernen gewinnen und mit dem Sieg gut umgehen. Also das sind einfach Sachen, die im Schwingen ja in der Regel sehr gut funktionieren. Du weißt ja, man gibt einander die Hand, wenn man hergeht. Man kämpft verbissen miteinander. Und nachher tut man der Sieger dem Verlierer den Rücken abputzen und gibt sich um die Hand. Das ist ganz, ganz ein schöner Brauch und das muss so bleiben. Und man ist eigentlich nie nachtragend, wenn man verloren oder gewonnen hat, sowieso nicht. Es ist ganz wichtig, dass die Traditionen, wie es ist entstanden, dass die so bleiben, oder? Ja, das schätzen wir sehr. Ja. Der Österkriegel im Beitrag von der Denise Jacob. Wir bleiben ein bisschen bei den Traditionen. In Bern in der Stadt ist es Tradition, dass die SVP von der Stadt jeweils im Sommer zu einem Grillabend einlädt. Und dieses Jahr war es ausgerechnet das Bümplitz. Der Thomas Fuchs war der Gastgeber und eingeladen hat er auch ein paar Schweizer Örgler. Wir sind hier im Restaurant Kleefeld im Bümplitz, im stärksten Quartier, wo wir am meisten Wähleranteil haben von der SVP von der Stadt und in Bümplitz. Und darum machen wir das hier. Jetzt sind über 120 Leute, die sich angemeldet haben. Und das Ziel ist, dass sich die Leute mal unter Gleichgesinnten diskutieren können und man muss sich nicht aufregen über nichts. Ja, es sind natürlich auch die Themen, die in der Stadt brennen, also zu wenig Parkplätze, das Gewerbe wird schikaniert, die ganze Zuwanderung. Und hier ist jetzt halt, die Leute sind da von jung bis alt, der Älteste ist über 90 und der Jüngste ist 17. Und das ist eigentlich spannend, dass man miteinander diskutieren kann und sieht, man ist nicht allein und jetzt müssen wir die Probleme einfach gemeinsam lösen. Ich glaube, es ist sicher jetzt die Kampfjetbeschaffung, die momentan oder in den Medien natürlich gross thematisiert wird, dass die jetzt plötzlich viel mehr kosten als ursprünglich geplant. Sicher die Rahmenverträge mit der EU
die im Raum stehen, wo man nicht genau weiss, ja, was hat das für Auswirkungen wirklich auf die Schweiz. Man muss sich zuerst mal einlesen, 1800 Seiten. Da wissen die meisten noch gar nichts. Man weiss immer nur so ein bisschen das, was in den Medien steht, aber es muss natürlich nicht nur politisch sein, was hier diskutiert wird. Wir reden über die Familie, über die Ferien, die jetzt anstehen und ja, über das schöne Wetter. Ja, der Stadtteil Bümpliz-Bethlehem ist natürlich sehr vielfältig, sehr divers und die Leute, die hier SVP wählen, sind natürlich die sehen, was es für Probleme gibt. Viele andere Stadtteile sind ja wirklich einfach rot-grün und dort wohnen entsprechend die Leute und die sehen natürlich Probleme von der Bevölkerung oder die im Alltag entstehen nicht. Ja, es ist einfach so ein Leben in der Bubble, so ein rot-grünes Biotop. Man kann einfach mit dem Velo einkaufen, das ist auch gut situiert. Aber hier im Stadtteil Bümpliz-Bethlehem haben natürlich viele Leute, die von Sozialhilfe leben, viele Leute mit Migrationshintergrund und natürlich auch in den Schulen entsprechende Probleme. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute SVP wählen. Ja. Wir haben Vorstöße von SVP durchgebracht, die vor einem Jahr, anderthalb und noch mit der alten Legislatur unvorstellbar gewesen wäre, dass wir die im National- und Ständerat durchbrächten. Es ist eben ein Lichtblick. Wir haben zum Beispiel nur 3, der Nationalrat Erich Hess, der hat erzählt, was im Nationalrat in der Junisession so gelaufen ist. Apropos SVP, die vom Kanton, der Vorstand, hat heute bekannt gegeben, dass der Pierre-Alain Schnegg, Regierungsrat, Gesundheitsminister, noch einmal ins Rennen steigen bei den Regierungsratswahlen nächstes Jahr. Und vor allem, und das ist interessant, dass die SVP 2 weitere Kandidaten stellen will. Auf der einen Seite der Raphael Lanz, Stadtpräsident von Thun, und der Daniel Bichsel, Gemeindepräsident von Zollikofen. Entscheiden tut die Delegiertenversammlung Ende August. Und wie gesagt, die Wahlen für den Regierungsrat und Grossrat sind nächstes Jahr im März. Das war es vom Panorama. Jetzt geht es weiter mit dem Wetterbericht und es bleibt heiß. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Schön schauen Sie das Wetterupdate auf der Plattform J am Dienstagabend. Einen Hochsommertag haben wir auch heute gehabt. Der Juli ist also gestartet, so wie der Juni aufgehört hat, mit sehr warmen und heißen Temperaturen. Der Juni war übrigens der zweitwärmste Juni seit Messbeginn. Also ein massiver Temperaturüberschuss, den wir hier hatten. Mehr dazu gibt es auch im Wetterportal www.metenews.ch. Ja, schauen wir uns die Webcam an von Brienzer Rothorn von heute. Stimmungsbild, die Sonne hat geschonen, es hat heute aber auch vereinzelt wieder Platzregen und Gewitter gegeben. Wir haben ein flaches Hochdruckgebiet, das für unser Wetter verantwortlich ist. Im Moment, aber die Luft ist auch ein bisschen angefeuchtet und darum gehören halt auch ein paar Wärmegewitter zum Programm dazu. Morgen am Mittwochvormittag ist es oft sonnig, es gibt aber dann schon wieder grössere Quellwolken über den Bergen. Da entstehen im Laufe des Tages dann wieder ein paar Platzregen und Gewitter im Flachland. Ist das Risiko, dass man nass wird, sehr klein, ausser vom Schwitzen. Es wird nämlich auch wieder heiß. Temperaturen erreichen über 30 Grad. Heiß am Donnerstag mit knapp über 30 Grad, den ganzen Tag aber ein bisschen gewitterig. Am Freitag auch noch veränderlich. Da gehen die Temperaturen ein bisschen retour. Nachher auch noch sehr warm. Am Samstag teilweise recht sonnig mit einzelnen Gewittern, die aber möglich sind. Und dann sehen wir, zum Wochenstart gehen die Temperaturen deutlich retour. Da geht es noch ziemlich wechselhaft weiter. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz einen schönen Dienstagabend.